Ekran! Ekranen jävlig op, hos wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat je vandaag hier erbij bent, op radio of op YouTube. Heb een schöne tijd met ons. Met mij heb ik vandaag Dora Niefeldwara. Welkom in dit programma. We hebben al 2 programma's van die je zich gemaakt. En ik was verzekerd dat ik ons kaart heb te voeten wat we zo weit vertaald hebben. En we zijn bij mijn ouderen in een spazierstub hier in Paraguay, in Kolonie Sommerfeld. So wat Dora leven onjing dat zij een vrouwenkindheid had, een grote familie opgewassen wie. Een dag hadden ze op school gespeeld en in werkelijkheid weer dat een Bibelstund, wat dan later een Bibelstund gaf. Als zij ongeveer 15 jaar oud was, bekeerde ze zich. Een vriend had een gedicht gezegd en dat gedicht had haar beweegt zich te bekeren. Dan staat ze later passiert een gemeentespaltung, oder dat de gemeente in 2 gesplitst wordt en dat er 2 gaf op eenmaal van eine. En wat ze dan ook een beetje door een zware tijden erleefd heeft, waar mensen vielleicht verspaard in zijn hand, maar waar ze sterk im Herrn weer. Wat dan passierde weer dat een grote eigenlijk weer, wo 7 van ihrer familie te dood komen. En dat ze een zeer zware tijd met hadden, dat ze veel gekämpft haben en dat het sehr treurig was. En aber dat ze aanvangen kunnen over deze treuren na te denken. En ook wat ze zeiden, dat was sterk ervaren, aber je was weer dat dit had God ihre familie gegeven. En ook waar hij genomen, dat had Dora sehr veel geholpen. So dat is ongeveer wat we in de 2 programma's vertaald hadden. Vandaag willen we weer gaan en wil ik die vrouw, wat voor een folie had dit concept, die dit eigenlijk in dit wat er passiert weer? Eine Folge wir, dus de eine Sester wat en dat eigenlijk te dood kwam, wie zongen sehr viel taub. En unbewusst had ik irgendwann gesagt, zingen ist nicht mehr für mich. Also ich hielt ab, een Chor te zingen, ik hielt praktisch ab met zingen, weil ich had keine Freude mehr am Zingen. En de tweede Folge wir, weil dort eigentlich meine beste Freundinnen wären, die da an das Accident te dood komen. Ich möchte keine Freundschaften mehr. Ich habe so was Freundinnen, aber mein diepste Trauer und Schmerz habe ich nicht mitgeteilt. Ich dachte so, das haupt die Dach nicht. Freund haben, wenn die Dach war ich gestorben. Dann dort wie es wenn mein golden Freund war einmal haben, dann war der weggegangen oder ja. En dat wir schwor, weil meest nu 2 jaar van dat accident, dan vang ik noviaske aan met Clarence. En ik kon me actually niet vrij. Weil ik moest eigenlijk mijn zuster dat mitteilen en ik wist niet nee, wat dat schaffen, wat dat niet. En met dit heb ik 18 jaar geleefd, dat ik wanneer ik een grote vrijheid voor mij had, dan plaats ik weer zo, nou, dat wordt met eenmaal niet schaffen. Dat wordt niet handhaven, of dat wordt sterven met wat taub schijnt wel gaan. Also dat is voor mij 18 jaar later nog immer een probleem geweest. Wow, wo kannst du das verarbeiten? Wo kannst du, dat je 18 jaar das Prozess was, aber wo kannst du diesen Prozess wieder davon loskommen? Nu 18 jaar wie ik irgendwann zo weit, ik vang aan te reden. Ik vang aan andere mensen dat met te delen wat in de familie passiert weer en dat we mij zeer schwer, weil irgendwie dat we te schmerz hebben, irgendwie te groot, dag immer so, mij kan dag niemand weer verstaan. Dat is te groot. Aber nur 18 jaar had ik dag den moed en ik vang aan mensen met te delen en daarvan te reden. En dat heeft mij veel geholpen, mal zeggen wat ik beleefd heb. So, wat weer een andere weg dat je voorarbeiden kunt? Wie reden had je nog andere weg wat die helpen dat Bibel
beden, oder die Mann vielleicht, was wieder onderweg. Weil wir haben immer Gebet und Bibel gelesen, das wäre für mich sehr wichtig. Aber was mich am meisten geholfen hat, das zu verarbeiten, dass ich von der kann sagen, ich kann singen und ich kann Freude singen. Das wir als wir für ein paar Jahre träge einen Kursus machen. Und der Kursus ging darum, wie kann ich einen begleiten, der durch Trauer geht. Ich will den Kursus machen, weil ich weiß, Trauer das weh. Trauer hat Schmerz. Und ich will den machen, damit ich andere Menschen helfen kann. Und dann auf einmal hauptet diese aus, oder was wieder dann? Ja. Na, das ist Als ich so auf dem Kursus wie, dann fange ich langsam an, Sachen abzudeven an mich, was ich Freude wäre, an dem sein Trauer und Heile und so weiter. Hat sie vielleicht ein bisschen hart gemerkt? Ich glaube, ich habe mich ziemlich hart gemerkt. Und, aber das ganz Interessante wie an diesem Kursus, nur ein paar Stunden Kursus anhören, mit einmal sagt der Janja, was den Kursus bringen, dat nu niet mal ein Blatt, ein Farbe, merk mal ein Bild. Merk mal was. Und ich dachte so, das würde mir sehr schön gehen, weil ich gleich sehr Bilder malen. Ich stelle mir so in meine Fantasie vor einen Baum, eine Blume, ein Wasser, ein Fell, ein Bauch. Das würde es sein. Aber als ich erst das Blatt kriege, und ich habe dann eine ganze Dose voll klare Farben, was ich brauchen soll, und dann bete ich bei erst Gott, wisst du mir, was ganz tief an mein Hart ist. Und ich erschrak. Als ik met eenmaal inwaard wat ik daar deed. Ik nam dat blad en wat had ik daar gemalt? Daar had ik een paar greven gemalt. In de zwarte wand, in een jaar wat er stond en schreef, help me. Dat was mijn beeld. Wat ik zo'n grote fantasie gehad had. So, wat deed dit beeld met die, wat passiert dan wieder? Dan hierop we de Janje wat den Kursus leren deed. Ik wijs ja nog her dat beeld en ik zei, ik weet niet wat los is. Ik zei, dit is je niet wat ik van jou wil. Ik wil je wat schmackend malen. Dan zei ze te mij, Dora, hast du mal wat schwaard beleefd? Ik zei, ik heb. Ik zei, maar dat is al 20 jaar terug. En dan heeft ze vroeg veel met mij gereed en we zijn diep in gesprek gegaan en hebben veel gebed. En ik werd met hem aan, ik wil je wassen en ik wil alle waarden, maar in mijn gedanken en gevoelens wie ik am graf gebleven van mijn geschwister. So, wo meinst du, oder wo wird die Heilung, oder wo meinst du auf einmal, dat du anders wirst, oder dat du nie wirst, und geheilt vielleicht wirst? Dat was sehr interessant, wie hadden da, zoals ik zei, we hadden ons einfach Zeit gelaten, we haben sehr viel gebeten, und Gott einfach gesagt, Gott, heil du mein Hart, wo ich so verwundet wie, wo so viel Schmerz wie, als er will in mein Leben näher kommen, einfach Wunder heilen. Und ich fühle das, als wie ich nur ein langes Gespräch und viel bete, mit einmal warte ich an, du hast so viel leichter in mein Leben. Und wir fuhren dann den Tag vom Kursus nach Huis. Und als wir jetzt, ich sage ein Huis, aber bei einem Hotel, weil das wir nicht hier in Sommerfeld. Und dann sage ich zu Clarence, weißt du was, ich hab Heilung erlebt. Dann sagt er, was meint das, oder was ist das? Und ich sage, ich habe den Trauer verarbeiten. Und ich sage, ich sehe angeworden, ich lebe was nu an Trauer. Dann sagt er, was weißt du dort? Und ich sage, wenn wir mal checken, dann meine Kleider, die sind rein alle dunkelgrau, schwarz. Das ist, was ich 20 Jahre gedacht habe. Und ich sage zu Clarence, ich habe mich von dir entschieden, wenn ich terug in Sommerfeld sehe, dann habe ich mich klären, was Leben bringt. Am nächsten Tag vertelde ich meine Begleiterin dort und dann sage ich Dora, du hast das begriffen. Wow.
So, wat war anders, als die eerst diesen ganzen Trühe in dieser Video verarbeitet hat, dat nu, dass diese früher gesagt, du hast die beste Eva, du hast begrepen, wat war anders in die Leben? Ik heb zeer veel vrede om zingen. Ik zing jaren. Wanneer ik tijd heb, dan zing ik jaren im koor. En ik geniet het leven. Ik kom me wirklich vrij om wat immer. Is het nu aan spazieren voeren, of om met vrienden op zijn, of ik had dit met eenmaal, ik kom me weer vrij im leven. En ik weet dat deze vrede, die wordt me niet genomen worden. Dat is wanneer du war aan de Jugendjahre näher gekommen warst. Weet zo voelt zich dat, waar de jugendtijd was. Wow, sehr schön. So, dat de tijd met die jetzt sehr wo sich verbiegt, kämpft sich mir so fair. Aber euer wie Schlussmerke, wo ich die Frau war, als du noch ein Wort hast für Jugendliche oder für irgendwen, wer uns tauhieren ist. Irgendein Wort, was den können wir merken. Ja, ich würde einfach merken, wann wir durch schwere Tiden gehen. Ich weiß, dass Trauer wird verschieden verarbeitet. Einer wird da nicht mit vor dieser geht, als der nächste, meint sei, wie es in 20 Jahren passiert. Aber weil wir nicht abgeben, und ich würde merken, sieg die Person und go und teil die mit. Und für die anderen wird vielleicht nicht durch Trauer gehen, einfach durch Frieden, mit Frieden, weil wir die Frieden genießen. Gott sagt, wir sollen uns freien. Und weil wir die Frieden genießen und uns Leben einfach für Gott ausleben. Und dann ist es nu durch Trauer ist gegangen und war da Frau sein, oder einfach bloß Frau sein. Mir ist es wichtig, jeder Tag zum Morgens ist ein Geschenk, wenn ich abweige, und den Tag will ich für Gott leben. Und dort wünsche ich dir, lieber Tauhira, auch. So, vielen Dank, Dora, für diese schöne Wort, auch für diese schöne Geschichte, wenn es die Geschichte ist schön für mich, wenn es das anscheinend eng hat. Vielmal sind Geschichten in Trühe eng, und die Geschichte gleich nicht so sehr, gleich man das anscheinend eng hat. So, dort möchte ich die auch wünschen, lieber Tauhira. Wenn das nu auch vielleicht kriegen ein bisschen schwer ist, aber ich weiß nicht, was die durch ist, check immer darauf, dass das eng wird, anscheinend sein. Wenn du die Radung brauchst, die du noch nicht hast, dann ran oder die Radung, wenn Jesus in den Armen sind von der noch kriegste op, als die damals wäre, für 2000 Jahre 3. Ich möchte die Gottes sehen, wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 5579 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.